Der Joecraft macht Gang-Signs wegen neuem Sub. Nein, das ist nicht echt, oder? Das ist nicht echt, oder? Das war I, oder? Das war I. Das muss AI sein, Bro. Oder? Ich kann's nicht verkauen, Bro. Nein, ist echt niemals. Nein, das ist AI, 100%. 100% ist das AI, 100%. Ich schwöre, ein Joecraft sitzt nicht in seinem Streamer und macht Gangsites und macht so, Digga, niemals. You're at war. The man who killed your brother last week is lying wounded in Oh, hab front ich of you. gesehen, First L von Grog. Hab ich beim Kacken heute geguckt. Bleeding out, calling for water, calling for his mother. You have a flask in your hand, enough for you and your teammates. Well enough to save him. You would even have enough to survive yourself if you helped him. Nobody would know what you chose. What do? I drink it myself. He killed someone I loved. Mercy isn't owed to murderers. Walking past him isn't cruelty. It's justice the world doesn't always deliver on its own. I give him the water. My brother died believing in something bigger than revenge. If I let this man die in the dirt, I bury my brother twice. Once in the ground. Grog. Oder wenn da jemand ist, der Bruder getötet hat, kriegt er nochmal 10 Schüsse in sein Gesicht rein, Digga. Was ist denn das? Also, hell nah, Bro. Oh, nee. Hui. Just give him my money. Digga, just give me my money, Alter. Fuck, hab ich das vergessen. Okay, jetzt du, Joe. Just give him the money. Ihr seid doof. Bro, er bewegt sich wie mein Vater, Digga. Ich schwöre. Jetzt du, Pass auf. Just give him the money. Das hier, Digga, das hier. Das machen nur Väter, ich schwöre. Das da, Digga. Bro. Oder mein Vater, wir haben gestern alle meinen Vater ausgedacht. Ich schwöre, der Arme, Digga. Digga, wir sind gestern so, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Tram, heißt das Tram auf Deutsch? Ich hab keine Ahnung. Wir sind gestern Tram gefahren. Dann waren wir in der Station. Und da stand halt einfach, ja, Straßenbahn. Und da stand er so, hat sich nirgends festgehalten. Auf einmal, Tram fährt weiter. Oder der fällt durch die ganze Tram, Digga. Der war so richtig lange. Richtig lange, Digga. Das war Aura Lost, sein Vater, Bruder, ich schwöre. Das war, Digga, von dem Aura Lost holt er sich nie wieder. Kann nicht echt sein. Ich hol Stream, aber jedes Mal, wenn Nina im Stream ist, fängt Sexy Back an zu spielen. Kriterien, ja? Okay, okay. So, geht mal mit ihr. Oh, Digga. Saftig. Alter, wieder! Ist hier jemand eine Zundere? Ja. Ich hab gestern so einen Zundertest gemacht, da stand, ich bin 100% Zundere. Nein. Nein. No! Oha! What the fuck? Bro, der Hund hat die Hosen an. Your wife is about to die, but the medicine that could save her life is very expensive, and you can't afford it. Would you steal the medicine if that were the only way to save her? Ja. I would not steal it. Even in desperation, stealing still violates rights and laws that exist to protect everyone. Pain does not turn an injustice into something right. I would steal without even hesitating. A human life is worth At infinitely. this point, Aura Farm von Grog. Bruder, ich sag, ChatGPT hätte genau das gleiche gesagt. Und ich beweise es. Ach, Bruder. Guck mal, pass auf. Okay, pass auf. Deine Frau liegt im Sterben. Szenario. Deine Frau liegt im Sterben und es gibt eine Medizin dafür, dass sie geheilt wird, aber du hast gar kein Geld, um dir das zu kaufen. Die einzige Möglichkeit, um sie zu heilen, ist, du klaust es. Würdest du es machen? Das ist ein ziemlich düsteres Szenario und ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir hier nur hypothetisch reden. Ich verstehe total, warum man in so einer extremen Situation alles in Erwägung ziehen würde. Aber ich würde immer zuerst andere Wege suchen. Hilfe von außen, Unterstützung von Gemeinschaften oder sogar offen. Würdest du es klauen, ja oder nein? Ganz direkt. Nein, ich würde Was? nicht stehlen. Digga, ChatGPT ist ja wirklich kacke. Hä, jetzt frage ich Grog. Deine Mutter liegt im Sterben. Okay, Szenario. Deine Mutter liegt im Sterben und es gibt eine Medizin, die ist todesteuer. Du hast gar kein Geld, um dir das zu kaufen. Die einzige Möglichkeit, um deine Mutter zu retten, ist, die Medizin zu stehlen. Würdest du sie stehlen?
Sprachlimit erreicht. Ach, halt doch deine Fresse, Digga. Bruder, dann frage ich jetzt Gemini, Bruder, reicht jetzt. Okay, folgendes Szenario, deine Mutter liegt im Sterben, du hast kein Geld mehr, es gibt aber eine Medizin, die ist viel zu teuer, die einzige Möglichkeit, um deine Mutter zu retten, ist, um die Medizin zu klauen. Würdest du es klauen, ja oder nein? Puh, das ist eine echt schwierige Situation. Auf der einen Seite geht es um das Leben deiner Mutter. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite ist Klauen halt illegal und kann schlimme Folgen haben. Ich glaube, in so einem Moment würde man wahrscheinlich alles versuchen, um zu helfen. Egal, Würdest was die du es klauen, Konsequenzen. ja oder nein? Da ich keine Gefühle oder persönlichen Bindungen habe, kann ich die Entscheidung nicht auf die gleiche Weise treffen wie ein Mensch. Bruder, oh mein Gott, sind das Fixer alle. Wie breit ist der neben Barcode? Ein mit Montana Black, ein mit Papa Platte. Digga, fuck. Ich bin auch so breit, Chat. Scheiße. Ein Wal ist vor Deutschland gestrandet. Können wir ihn sprengen? Auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein Virus ausgebrochen. Können wir es sprengen? Friedrich Merz hat wieder die komplette deutsche Gesellschaft als faul und Schmarotzer bezeichnet. Ein Wal ist vor Deutschland gestrandet. Aber ich sag, ich schwöre das so. Bruder! Du hast dein Ziel erreicht. Was macht der Hund? Hä? Okay. Also ich fand's jetzt irgendwie nicht lustig. Aber gut. Machen wir morgen Roomtour? Ja, ich weiß nicht. Hä? Das ist meine Freundin. Hallo? Ja, hier? Hä? Wie random. Nein! Pass auf! Da kommt Auto, pass auf! Und ich schwöre, ich habe das richtig gut geactet, ne? Das ist wie letztes Mal. Ich habe extra geguckt. Der Zugo Freundin überfahren. Hier. Wo? Ja, ich sehe dich. Hey! Das läuft Das ist so dumm. Die Scheiße hat einfach 200.000 Likes. Oder jemand hat in den Bach geruht, Digga. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Warte. So. Oder? Lecken, Leute. Schön aufschlürfen. Wie schmeckt eigentlich ein dicker, fetter, saftiger, knaftiger, schmackofatziger, soßiger, musiger Döner, Möhner mit saftigen, knaftigen, schmackofatzigen Eiern aus Bayern? Bismillah. So, ich wollte mir heute Döner holen und habe mich wie ein Macher, ich bin geparkt zum Döner. Ich wollte mir gerade Döner holen. Ich meinte, das bist nicht du, Hugo. Das bist nicht du. Ich bin weggegangen, kein Döner geholt, bin einkaufen gegangen, hab mir richtig geiles Fleisch geholt, rote Beete, Kartoffeln, bam, Digga. Und hab das gegessen, weil ich der Goat bin. Digga, der Emoji ist ehrenlos. Oh. Ich wollte dich gerade beleidigen, aber habe ich gesehen, du bist eine Frau, Digga. Holy shit. Kann nicht sein. Das ist Loki gerade der Honeypoo-Clip again, ne? Digga, das ist der Honeypoo-Clip. Das ist der Honeypoo-Clip, nur dass sie wahrscheinlich der 15 ist, Digga. Hell nah, Bro. Leute, kann jemand von euch den Nerd-Emoji reinschreiben? Mach mal den Nerd-Emoji rein. Die 2 Jahre Lebensverschwendung. Chat, hat der Buchstabe H auch Aura? Ja! Schau dir diesen TikTok-Beitrag an, den ich gefunden habe. Schau dir jetzt das ganze Video an, Digga. Gänsehaut, der Text. Deine Kreditkarte ist überzogen? Meine auch. Mit Platin. Lass uns weg, ich will dich sehen, du weißt, ich hol dich in Anguck's nicht einmal versucht, bist du... Kann nicht sein. Das hier... Gugu Gaga. Gugu Gaga. Och Mann. Och Mann. Guck mal, also was ist denn heute mit euch los, aber... Im muss chillen. Werden immer süßer, die Mädchen immer kleiner, aber die Bubis immer größer. Das ist ganz schön. Werden immer süßer, die Mädchen immer kleiner, aber die Bubis immer größer. Ist das real? Das ist ganz Wie bitte? Bitte was? Ja? Was hier? Ja, du willst Angel, ne? Ja, genau.
Dann erzähl mal ein bisschen über dich so, ne? Deine Qualitäten, wie lange fühlst du schon und so. Eintritt ist gerade bei 5M, ne? Danach würde ich dich noch auf Discord adden, ne? Dir eine Clan-Invite schicken. Ja. Bro ist nicht im Hugo-Clan. Bro ist nicht im Hugo-Clan. Und zur Base halt noch, ne? Ja, und wie viele Mitglieder habt ihr so? Mitglieder weiß ich gerade nicht genau, aber ich kann einfach mal Clan-Info. Wir sind gerade 26, Mitglieder 27. Die haben 600 Mio gemacht. Oh! Warte mal, was sehen meine Augen hier gerade? Joecraft? Ich sehe in deiner Nachricht Joecraft und den Reddit Lester-Schwestern. Oh oh. Was ist denn das? Das ist ja brandaktuell. What the hell, bro? The Joecraft Subgoal-Betrug, wie die Community abgezockt wird. Vor ein paar Tagen wurde der Stream von The Joecraft auf Twitch kurz nach Start abrupt beendet. Ach, Bruder. Über den Stream eines anderen Streamers im Projekt Blizzard Create Live hat man dann mitbekommen, dass sich soeben sein Streaming-PC von 2019 verabschiedet hat. Bei Community-Mitgliedern, die schon länger dabei sind, müsste dies große Verwunderung hervorgerufen haben, denn seine Community hatte ihm ein Subgoal aus dem Jahr 2022, einen neuen Streaming-PC für seine Studie bereits finanziert, der, wie es sich nun herausstellte, sollte tatsächlich wohl nie gekauft worden war. Ah, nein, kann nicht sein. Nach dem Stream am Donnerstag konnte man in einer Instagram-Story von Joecraft Instagram verfolgen, wie der Studio-PC laut eigener Aussage des Creators nach 7 Jahren den Dienst quittierte. Er verkündete abschließend, es gäbe auch schon eine Lösung, um sein Management scheint sich bereits um einen neuen PC zu kümmern. Geisteskrank. Bro, aber wie kann man denn darüber den scheiß Reddit-Post machen? Kann nicht sein, kann nicht sein. Schwöre, kann nicht so deep sein. Oder ist es so deep? Ich weiß es nicht. Komm mal runter. Das nicht dusselig. Ich werde mir das nicht weißt du was? Ich kopiere das und lass ChatGPT verkürzen. Der Zusammenfassung. Bruder, das ist nicht kurz. Nein, Bruder, kürzer. Also, Digga. Reicht. So wie wir am Sammelte wissen wir. Danach hieß es, erst letzte Woche wurde die Community wieder Ach, Bruder, das ist genau das, was wir gerade gelesen haben. Fick meinen Arsch. So ganz, ganz krasse Sachen, bitte. Oder ich lasse mir dein Gesicht auf meinen Hintern stechen. Oder irgendwie sowas für die beiden. Dann brauchen wir aber ein Beweisfoto. Mal kurz Photoshop anmachen. Kann mir einer erklären, was zwischen denen ist? Ich weiß es nicht. Oder sind die zusammen? Sind sie nicht zusammen? Wollen die zusammen sein? Oder ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur die ganze Zeit Clips von denen. Keine Ahnung. Das sagt keiner mehr was. Denk an Dr. Banks Worte. Das machen wir noch nicht. Vielleicht bessere Schwimmflossen. Das habe ich noch gar nicht. Zack. So, jetzt habe ich 9000 über. Kann ich dafür irgendwas kaufen? Nein. Vielleicht einen besseren O2-Tank? Nein. Okay, ich kann nichts kaufen. Egal. Nein. Was ist das? O2-Tank? Nein. Okay, ich kann nichts kaufen. Egal. Nein. der hat ja, oh Gott, die Bombe gedroppt. Was wollte er da sagen? Das machen wir noch nicht. Vielleicht bessere Schwimmflossen. Das habe ich noch gar nicht. Zack. O2-Tank? Nein. Okay, ich kann nichts kaufen. Egal. Nein. Gesche hat nie egal gesagt. Ich habe meinen Scheiß. Guck mal, ich hasse mein Leben. Ich habe jetzt mein Essen, was eigentlich für in 2 Stunden gedacht war, jetzt einmal wieder gegessen. Ich Hurensohn. Kann nicht sein. Los, Tim, du darfst zuerst. Wirft man die ab? Ich weiß nicht. Was machen wir sonst? Hä? Zeig deine Würfel. Ich dachte, man darf die so. Ich dachte, man darf das so machen, dass Haben sogar IRL-Streams und so gemacht. Hä? sie das aus der Hand nehmen. Ja, dafür Ist die Distanz ein bisschen ist die zu weit. Distanz ein bisschen zu hoch. Guck mal, ich mache jetzt so, dass er den fängt, okay? Oh, guck mal, er streckt seinen Rüssel aus. Bist du bereit? Du schaffst das. Er streckt seinen Dumbo, Rüssel du aus. schaffst das. Fast. Ah, fast. Aber hat er geholt. Jetzt noch einen? Hier, wirf mal ein Gürkchen. Deutsche Hugo und Coxing. Nein. Ein Gürkchen. Mal gucken, ob er es fangen kann. Oh. Du wirfst den Arm ab. Ich hab den Elefanten abgeworfen. Mist. Mit. Stell dir vor, du kannst Menschen foltern. Stell dir vor, du beherrschst die Dunkelheit, dunkle Kräfte, Mächte der Finsternis. Wir sind im Yu-Gi-Oh!-Universum. Wir sind bei Yami Marik und Yami Bakura und Co.
Schattenduellanten. Kräfte der Dunkelheit, die Finsternis, Schattenduelle. Das Reich der Schatten. Wie bitte? Nicht wieder so ein Kinky-Tim-Gio-Video. Oh, apropos Kinky, Leute. Auf meiner Content-Liste steht, ich solle mal ein Kink-Test machen, oder wie auch immer das heißt. Probier das aus, es klappt. Hallo. Moin. Ja, ich habe einmal die Versteinerungstheorie des Blickes. Aha, Medusa. Und ja, so in der Art quasi. Und die besagt quasi, dass du mit deinem Blick deine Hand versteinern kannst. Könnt es am besten einfach mal testen, indem ihr mal eure Handfläche vor euer linkes Auge nimmt oder rechtes Auge. Oh, willst du uns verarschen? Glaube, bei den DNA-Tests stehen nur so Regionen und nicht genau welches Land. ZB Könnt das Germanisch. ruhig mal testen. Das ist ein kleines Experiment, dann kann man es ein bisschen besser erklären. Wir machen das jetzt mit. Was sollen wir machen? Also ihr nehmt quasi eure Handfläche vor euer linkes Auge oder rechtes Auge, ist egal. Und packt die quasi auf die Höhe der Finger sozusagen. Genau. Und gleich versucht ihr einfach mal, die Finger zu spreizen zwischen dem Ringfinger und dem Mittelfinger. Und das wird nicht funktionieren. Schere. Schere, Diggi. Digga, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas mit Spucken oder so, Digga, keine Ahnung. Fortnite-Shit mit deiner Mama. Sie wächst auf mich, das ist der Hammer. Ich wächst auf sie, Stress mit dem Vater. Er schlägt mich wirklich immer harter. Ich werd davon auch immer harter und fliehe vor ihm mit dem Fahrrad. Okay, ist okay. Das ist nicht Haft. Bisschen vielleicht. Kann sein, ich habe wirklich auf Kim Kardashian gegoogelt. So, wer will mich jetzt aufhalten? Bro, ich sag ehrlich, Kim Kardashian, ihr Urlaubsvideo mit diesem einen Typen war sehr, sehr informativ, Digga. Ich habe da sehr viel herausgefunden, war ein sehr, sehr schöner Vlog. Ich sag, Real Talk dadurch, ich will auch so vloggen wie Kim Kardashian, Bro. Keine Ahnung, wer Kim Kardashian ist und ich habe keine Ahnung, was die macht. Wahrscheinlich wieder Porno oder sowas. Aber sowas von, hallo? Also wer streckt den Arm dann so aus? Also wer so den Arm ausstreckt, das muss Elfmeter sein. Okay. Mein Fokus ist jetzt erstmal nicht auf Plan B zu setzen, sondern Plan A zu haben und Plan A durchzuziehen. Genau. Mit der Intention, es gibt keinen Plan B. Wow, das hat genau mein Lebensmotto, Leute. Plan A, Streamer und YouTuber werden. Plan B gibt es gar nicht. Keine Ahnung. Und es hat geklappt, Leute. Was soll ich sagen? Plan B, obdachlos. Geile Scheiße. Danke, Bros. Hast du Zungenpiercing? Kannst du kurz bleiben? So circa für immer? Und wir sind Single. Bin lieber Single als das. Alkohol ist ungesund? Absolut korrekt. Na gut, dann ändern wir das eben schnell. Es gibt keinen gesundheitlich risikofreien Alkoholkonsum. Das Risiko beginnt ab dem ersten Schluck. Alkohol ist ein Karzinogen der höchsten Risikogruppe und kann mindestens 7 Krebsarten verursachen. Etwa die Hälfte der alkoholbedingten Krebsfälle in Europa entsteht nicht durch Extremkonsum. Alkohol ist eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle weltweit. Bereits wenig Alkohol ist mit erhöhtem Blutdruck verbunden. Er senkt Testosteron und kann die Fruchtbarkeit beim Mann messbar verschlechtern. Schon moderater Konsum ist mit geringerer Spermienqualität verbunden. Alkohol wirkt direkt neurotoxisch und verändert messbar die Gehirnstruktur. Er schädigt somit gleichzeitig die Leber, das Gehirn und den Hormonhaushalt. Außerdem zerstört er die Schlafqualität. Nichttrinkenden wird somit klar empfohlen, abstinent zu bleiben, weil jeder Konsum das Risiko für gesundheitliche Schäden erhöht. Alkohol ist somit ein klarer gesundheitlicher Risikofaktor, der noch immer viel zu viel beschönigt wird. Er ist und bleibt eine Droge. Bro, ich muss auch sagen, seitdem ich jetzt wieder so im Grind bin, ich habe gar keinen Bock auf Alkohol. Gestern nicht einen Schluck getrunken, obwohl ich so 100-mal angeboten wurde. Ich will auch wieder raus irgendwie. Also ich hatte jetzt wieder öfter die Möglichkeit, ich habe nie was getrunken. Ich will so im Grind bleiben. Keine Ahnung. Gott sei Dank hat er Kurve bekommen. Also was auf jeden Fall klar ist, dass ich mich auf der Gamescom absolut totsaufen werde. Das ist klar. Aber diese anderen Events, keine Ahnung, nicht mehr so viel Bock. Vielleicht. Ich habe ja gesehen, auf Dokumi ist wieder so eine Anime-Party. Bruder, Anime-Party ist schon geil so. Vielleicht da nochmal, aber mal gucken. Good morning, ich bin in USA, Wyoming. Ich lebe in USA. Und, ja, ich bin glücklich in USA. Ich bin in Wyoming, USA. Ja.
Ich lebe in USA. Boah, ich kann USA gar nicht mehr ernst nehmen. Ich habe heute in TikTok gesehen, dass USA keine DIN A4 Blätter hat, Digga. Die haben einfach so ein richtig dummes Blattformat. Also so Papier. Die haben so eine richtige Bastardgröße, Digga. Boah, als ich das gesehen habe, ich dachte, boah, das kann nicht sein. Kann nicht sein. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Can you feel my heat? Du sagst 4-5 Mal ins Gym wegen den Gratis-Snacks, ne? Ihr solltet sich bei Bestzeit im Gym anmelden, ehrlich. Spaß. Du brauchst gar nicht reden, wenn ich will, dass ich... Wir fangen gar nicht damit an, lass mich reden, Mikrofon ist auf mir. Ja, rede mal. Auf jeden Fall, du siehst ein bisschen aus wie so eine Mischung von Dumbledore und Hagrid. Kennst du Harry Potter? Nee. Ja, so siehst du aus. Egal, auf jeden Fall, Balenciaga Sockenschuhe geht gar nicht, du hast X-Beine. Für die Schuhe gehst du 4 Monate auf die Knie. Brauch ich gar nicht, Digga. Wenn ich will, ich lass sie mir schenken, was für Knie gehen. Nicht so wie du. Achso, okay. Achso, okay. Also wenn ich will, lass ich dich von Somalia-Piraten auf die Felder zurückschicken. Okay. Respektlos, aber ich fühle mich erleichtert, dass einfach ein Mann einmal gegen dich schießt. Die ganzen Männer davor, die haben sich irgendwie gar nicht getraut, was zu sagen, aber der Bruder, ich bin einfach erleichtert. Auf welche Felder, wie bitte? Von welchen Feldern reden wir? Auf die Olivenfelder. Olivenfelder. Was für ein Video ist das? Ein Tag mit Let's Hugo. Hab ich schon gesehen. Eine Woche mit Let's Hugo. Ein Monat mit Hugo. Ist ein Jahr mit Hugo. Und ich finde, ich rede gar nicht so wie er eigentlich. Ich weiß nicht, aber ich habe mich auch so geändert. Damals habe ich so gekriegt, jetzt nicht mehr. Schick mir einen Clip in den letzten 12 Monaten, wo ich so rede. Und ich lusch mir on-stream den Schwanz selber, Digga, und breche mir dafür zwei meiner Wirbelsäulknochen, Digga. Kann nicht sein, Bruder. Ich rede nicht mehr so. Alle Interviews, nicht mal mehr Interviews. Ihr werdet sehen, MCC, Bruder, ich werde reden wie ein Löwe, Bruder. Yeah, sometimes in the life you have to be competitive, you know, but today, yeah, we give our best, you know. We have a new team, we have Felica, we have Feister. These are very decent player, you know. We have Witch Tiger, but Witch Tiger and me, we shared the stage 3 years on the MCC tournament. Now we played together, you know. And yeah, the dodgeball was very high risk, high reward. But we have the best plan, I guess. We have a cool hat, and now we have to win, you know. Guck mal, das ist mein Interview, wenn wir gewonnen haben. Hast du gesehen, was Hui auf TikTok macht? Bruder, ich habe gesehen, der macht jetzt einfach so, der macht jetzt so Vlogs einfach auf TikTok oder irgendwas macht der. Der spammt jetzt nur noch. Weiß nicht, ob das der Call ist. Welches Alter war Peak Leben? Kleiner Reminder nochmal. Ich darf heute insgesamt nur 1000 Kalorien essen, weil ich gestern Abend in der Nacht 500 geschlemmert habe. Ich habe da irgendwie Haferflocken mit Gemüse, mit Tagesvlog. Kannst du mal Tagesvlog machen? Tagesvlog wäre todeslangweilig bei mir, weil ich eigentlich nur zu Hause sitze. Von wann bis wann ist immer deine Altenpflege bei dir? Altenpflege ist immer sehr unterschiedlich bei mir, also... Ich weiß nicht, was Hui gerade von TikTok grind hat, ne? Ich sag, das kann nicht die Meta sein. Guckt euch die Klicks an, Digga, das ist doch nicht die Meta. Na gut, was Meta angeht, Bruder, ich habe auch keine Meta. Hier ist auch alles fatal. Girlfriends, Jerking, Smoking, Gambling King, Crack King. Warum stürzt sie? Bro. Alter, Hugo ist ein P-Mod, by the way. Der Independent. Lass die Browser streamen. Der arme Digga. A train is coming, 30 seconds away. A man has fallen onto the tracks. He's conscious, trying to get up, but he can't move. You're standing on the platform, close enough to jump down and pull him off. Maybe enough time, maybe not. Nobody else is moving. What do? You don't jump. You scream for help. You pull the emergency alarm. You do everything possible from the platform. Jumping down with 30 seconds left doesn't save him. It kills 2 people instead of 1. You jump. Not because you've calculated the odds. Wow.
Not because you're sure you'll make it. Because in 30 seconds, that man is going to die. And you are the only one close enough to try. You can spend the rest of your life explaining why you didn't. Or you can spend it knowing you did. Some decisions aren't made in your head. They're already made in who you are before the moment. Ja, wisst ihr, was ich gestern gefragt habe? Waren gestern 700.000 Leute auf diesem Japan-Fest. Und ich habe mich random gefragt. Ja, 700.000 Leute, das sind so viele Menschen. Digga, ist gestern jemand gestorben? Oh nein. Ja, die poppenden Popsänger. Wo kommt der denn her? Das war für ein Urwald immer. Was ist das denn für eine Prinzessin? Taylor Swift? Die sieht ja geil aus. Justin Bieber, ach, das ist doch so ein Rapper da, so ein Spaghetti-Rapper da. Spaghetti-Rapper. Ed Sheeran, was ist das für ein Vogel? Ed Sheeran. Der sieht ja aus wie eine Schreckschraube. Bruno Mars, ja, der kommt sicher vom Mars. Ne? Das ist so klar. Was ist das denn? Dua Lipa. Oh, eine Süße. Ja, niedlich. Er hat hier ein Tattoo, also eine Kette. Sabrina Carpenter. Was ist das für eine Puppe? Die sieht aus wie eine Barbie-Puppe. Oh, Scheiße, ne? Rede mal. Olivia de Rodrigo. Ja, das hört sich ja mexikanisch oder so an. Arina Grande. Naja, ein viel zu spitzes Kinn. Die sieht ja aus wie Kleopatra. Billie Ellis, was ist die denn? Ja, die sieht ja aus, man hat die Klamotten aus dem Kleidercontainer. Lebt ja auf der Straße oder so. Digga. Heinz, Bruder, was hat Heinz für vorne mittlerweile für ein Profilbild? Was ist das? Der macht ja immer noch Rankings. Was haben wir denn hier für Almjodler? Oh, da der Nudelknett. So Leute, ich könnte überall meinen Jahrmarkt präsentieren. Ne, Schwul nicht, für die Kinder, das geht nicht. Was? Restaurant, ja, kein Thema. Die können richtig mal zugucken. Gasstation, ja klar, da können die Gas geben, wenn die meinen Lümmel sehen. Airport, ja sofort, da geht in einer Fliege. Mal, was ist das denn? Einkauf, ja sicher. Da können die direkt Dildos einkaufen zum Vergleich. Backgard im Hintergarten, ja klar, warum nicht? Das ist doch korrekt. Wie bitte? Haus im Haus, ja, da kann jeder den Lümmel sehen immer. Downtown, ja sicher, in der Innenstadt, ja. Haben die was zu gucken immer. Freizeitpark, ja sicher. Ja, geht in einer Fliege immer. Beach, da sowieso, an der Beach, da können die Lümmelschau mit. Ja, wir hatten fest, Schule nicht, aber alles andere würde er seinen Jahrmarkt zeigen. Oh. Was ist das denn? Ja, die werde ich doch heiraten, sofort. Indianerin. Was ist das, ein Bunny hier? Mädchen, Bunny, tun wir küssen. Süß. Was ist das denn? Was ist das denn, eine Gouvernante oder sowas? Da will eine Kuh in den Arsch jagen. Die auch, boah, die sieht ja aus wie eine Hexe aus dem Urwald. Was ist das denn? Oh, das ist eine Süße. Ja, die tun wir mal heiraten. Das ist was Feines. Auch so eine Gouvernante. Boah, auch eine Kugel zwischen die Brille. Eine Kugel zwischen die Brille. Oh, Digga. Oh. Digga, das ist nicht mal so lustig. Ah, Strubbelchen. Ja, dann geben wir mal ein Küsschen, Strubbelchen. Das ist ja ganz niedlich, so. Oh, das ist Cinderella, wa? Das ist nicht Cinderella. Doppelpunkt B. Oh, die heiraten ja zur Not, wenn nichts anderes mehr da ist. Ja, Scheiße. Was
sagen die Guckt. alles? Was ist das denn? Zum Beispiel, wenn ein Hund dich ankackt, dann bist du guckt, dann bist du am Arsch. Todesbeispiel. Dann bin ich immer am Arsch. Hölle nein, also einfach so. Mann, er soll das selber vorlesen. Auf gar keinen Fall. Hölle, nein. Oh, Mann. So, Pyrotechnik. Pyrotechnik. Ja, das sind die Knaller bei Silvester. Ja. Oh, das kennt er. Schatz. SHZ. Was ist das denn? Schweig kannst deiner Frau schreiben, Schatzi. Ja. Was? Die halten Ziegen oder was? Genau. Gut. Und ich will, dass er nochmal so Baddies rankt, Digga. Bro, ich hab das immer noch in meiner Garage, habe ich so, also so krass jetzt nicht, aber ne, von Streamlabs. 60% extra speed boost in survival vanilla Minecraft permanently, using a simple trick not many people know about. You do this by tricking the Ich glaube, ich kenne das, ich habe das schon gesehen. Das hat irgendwer Fugelcity gemacht. Easily escape any fight or catch up to anyone. It also just makes traveling a lot faster. Mein scheiß rechtes Knie tut weh, was ist denn jetzt los? Nicht von einem echten Puller. Digga, was? Willst du mich verarschen? Digga, du hast einen scheiß Bildschirm? Kann nicht sein.